Warum braucht es aus eurer Sicht in der heutigen Zeit Leadership oder warum braucht es überhaupt? Was qualifiziert dann Leute, um Leaders zu sein? Wäre es nicht einfach besser, wenn wir keine Leadership haben, um dass diese Missbrauchsgefahr nicht mehr besteht? So, wir sind heute hier für den Sunday Night on Air Podcast. Ich sitze hier mit Cindy, mit Joel und mit Miri. Und Joel, du bist Pastor vom Sunday Night, von unserer Community der Kirche hier im ICF Zürich. Du bist aber auch Leader vom Leadership Development in unserer Community. Du bildest Leaders aus in unserer Community und Miri, du bist auch mitverantwortlich für diesen Leadership-Track, den wir hier haben. Und wir werden heute über Leadership sprechen. Braucht es überhaupt noch Leadership in der heutigen Zeit? Und ich möchte gerne mal diese Frage euch zuwerfen. Warum wusstet ihr, dass ihr Leader seid? Gibt es da ein Erlebnis, das prägend war? Oder wie kamt ihr dazu, dass ihr Leader geworden seid? Oder dass ihr sagt, ja, ich bin ein Leader? Also ich glaube, das habe ich schon relativ früh gemerkt. Ich bin das älteste Kind in der Familie und dann kann man relativ schnell schon Einfluss nehmen auf das jüngere Geschwister. Also so hat es bei mir wahrscheinlich begonnen und dann in der Schule bei Gruppenarbeiten, wo ich gemerkt habe, da braucht es ja meistens einen Gruppenchef oder Chefin und habe ich gemerkt, das mache ich gerne. Auch andere sagen, komm Miriam, präsentier dann du das oder was denkst du? Oder jemand muss die Initiative ergreifen und ich glaube, so ist das Schritt für Schritt gewachsen. Und dann so ein Schlüsselerlebnis war wahrscheinlich, als ich dann in der Jungschar ein Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche gestartet habe als Leiterin und auch verschiedene Leitungskurse belegt habe. Und wo auch mir Leute zugesprochen haben, hey, ich sehe dich als Leiterin. Ich habe gemerkt, es macht mir selber Freude, aber ich habe auch Bestätigung bekommen von anderen und eben auch zum Teil erlebt, wie Leute gesagt haben, leite du uns in diese Richtung. So. Ja. Ich hatte ähnliche Situationen in meinem Leben. Ich war Pastorkind und bei uns in der kleinen Gemeinde, die mein Vater da geleitet hat, hat es viele Jugendliche und ich hatte einfach Ideen, was könnten wir machen. Wir könnten ein Weekend machen, wir könnten eine Jugendarbeit starten, wir könnten eine Band starten und ich hatte einfach die Ideen und dann war es an mir, das auch umzusetzen und dann habe ich das reingebracht und dann hat sich das Ganze natürlich eigentlich ergeben und alle fanden es toll, waren mit dabei und dann hat sich so eine Leadership entwickelt und dann später habe ich das realisiert, hey doch, ich möchte das wirklich meine Berufung auch machen, Menschen zu leiten und die Bedürfnisse, die die Leute haben, wirklich abzuholen und etwas zu gestalten. Also es ist so eine Mischung bei euch beiden eigentlich von, irgendwo ist es natürlich, als ich schon Kinder war, das war eine natürliche Gabe sozusagen, aber auch dann eine Entwicklung in dieser Gabe zu wachsen. Verstehst du richtig? Du hast es schon ein bisschen angetönt, Joel, vielleicht in kurzen Worten, was bedeutet dann Leadership für dich? Was ist Leadership? Wenn du es ganz kurz fassen kannst. Es gibt ja einfach grundsätzlich eine Führung zu haben in einem Team oder als Chef, wenn man eine Führungsstelle hat. Aber Leadership hebt sich noch ein bisschen ab. Leadership, ich würde es so definieren, geht es darum, Dinge zu erreichen auf eine Art und Weise, dass man Menschen mit reinnimmt und es gesund ist für die Menschen und die Menschen sich dadurch auch noch weiterentwickeln können. Also es geht um beides. Dinge zu erreichen, es muss ein Ziel haben, es muss eine Sinnhaftigkeit haben, Dinge zu erreichen, aber es ist gesund für die Menschen und die Menschen können sich dadurch weiterentwickeln, wenn sie das wollen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Miri? Ich würde auch sagen, das heisst, für mich in die Verantwortung zu übernehmen für eine bestimmte Gruppe, eben auch irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das ist für mich ein dynamischer Prozess, auch so mit Interaktion hat das viel zu tun. Es heißt aber auch Verantwortung zu übernehmen für mich selber, also auch mich selbst führen und auch Gott gegenüber. Also ich möchte, gerade jetzt, wenn ich in der Kirche eine Leitungsfunktion übernehme, ist es mir wichtig, dass ich immer wieder suche, was ist denn Gottes Absicht mit dieser bestimmten Gruppe, die ich jetzt leite, die mir anvertraut wurde, wie kann ich sie in diese Richtung mitziehen oder eben auch dann so fördern, dass wir uns in diese Richtung bewegen, gemeinsam. Was würdet ihr sagen, wir leben heute in einer Zeit, in der viel Kritik herrscht gegenüber von
Hierarchien, von Leitungspositionen. Grundsätzlich ist eine Autorität, wenn wir unsere Generation anschauen, Autorität ist nicht positiv konnotiert, oft. Und meine Frage an euch wäre ein bisschen, warum braucht es aus eurer Sicht in der heutigen Zeit Leadership, oder warum braucht es überhaupt Leadership in unserem Leben? Warum braucht es Leaders? Habt ihr da eine Antwort, oder das euch? Ich glaube, wenn man jetzt eben Leadership so versteht, dass es eben so ein bisschen umfassend ist, auch eben Verantwortung zu übernehmen für sich selbst beispielsweise, für sein nahes Umfeld, dann glaube ich, das ist der Schöpfungsauftrag. Wenn wir lesen im 1. Mose, dann sagt Gott, nimmt die Erde in Besitz. Also wir haben irgendwie eine Verantwortung, um auch irgendwie da unseren Handlungsspielraum in dem Sinne so auszufüllen und zu bearbeiten. Oder wenn wir jetzt das Bild von einem Garten nehmen, dass wir diesen beackern und irgendwie schauen, dass wir etwas daraus machen. Und deshalb ist es für mich ist das sogar ein Auftrag Gottes, um Autorität im Sinne von eben das, was wir haben, ja, wir sind Geschöpf Gottes, aber wir sind auch befähigt dazu, um zu gestalten. Ja. Würdest du sagen, dass Leadership immer eine bewusste Entscheidung ist? Weil, wo du meinst, wann wusste man, dass man ein Leader ist? Bei mir war nie so ein Moment da. Ich hatte das Gefühl, ich habe einfach eine Erkenntnis irgendwann gehabt, dass ich das plötzlich ausfüllen musste, weil ich eine bestimmte Aufgabe erfüllt habe. Und dann in die Situation kam plötzlich Leader zu sein, ohne mir wirklich darüber bewusst zu sein und es eventuell nicht mal wirklich zu wollen. Und dann habe ich mich gefragt, muss jeder überhaupt das sein? Und wenn ich das höre, ist es ja es ist quasi ein Teil von dem Schöpfungsauftrag. Wenn jemand nicht leiten will, verpasst er dann eigentlich den Auftrag, den Gott ihm wirklich direkt gibt. Wenn man halt nicht von Natur aus die Person ist, die sowieso gerne die Gruppe leitet und sich das ganz natürlich ergibt, sondern man sich vielleicht darin wiederfindet, einfach so. Oder man zwangsläufig sogar dahin eingesetzt wird, weil man halt in der Kirche zum Beispiel angestellt ist. Und dann ist man automatisch plötzlich Leader, ohne sich das vielleicht je bewusst überlegt zu haben. Ich unterscheide da zwischen Leadership-Neigung und Leadership-Eignung. Und das ist nicht das Gleiche. Nicht jede Person, die eine Neigung hat zu leiten oder Leadership zu übernehmen, ist auch dafür geeignet. Und nicht jede Person, die keine Neigung hat, das wäre wahrscheinlich dein Fall, wo du nicht selber jetzt von dir aus gleich überall hinkommst und sagst, ich bin der Leader. Ja, genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass du nicht geeignet bist. Und da, glaube ich, die entscheidende Frage ist, wieder das, was du gesagt hast, Miriam, was möchte Gott von mir? Wo möchte Gott mich im Moment brauchen? Und ich glaube schon, dass man einfach wirklich sich bewusst sein muss, manchmal braucht Gott einen Leader, und die Person, die er braucht, bin jetzt ich. Und da will ich treu sein und da stehe ich rein. Ich finde Leadership auch nicht immer geil. Und ich bin auch nicht ein Leader, weil ich es für mich selber irgendwie brauche. Ich finde schon ich habe schon Freude daran, das definitiv. Und ich habe wahrscheinlich beides, eine Neigung und eine Eignung. Aber ich glaube, man darf auch sagen, es ist etwas Schönes, etwas Gutes, wo ich sage, okay, ich stelle mich in den Dienst davon. Heißt, jeder Christ muss eigentlich ein Leader sein? Grundsätzlich, jeder Christ muss bereit sein, sein Leben für Jesus immer hinzugeben. Und wenn Jesus einen Leader braucht und sagt, dann muss jeder Christ sagen, okay, das ist meine Meinung. Kann man Gott challengen zu sagen, wenn du mich als Leader willst, dann sag halt, dann mache ich. Aber sonst bin ich nicht die Hand hebt, wenn es heißt, wir wollen jemanden? Ja. Ja, du kannst auch auf Jona machen, kannst auch davonlaufen. Und jetzt sagen, es gibt Geschichte, ich mache. Also, ja. Aber was man da natürlich dann verpasst und ich könnte diesen Kompromiss nicht machen, wenn Gott mich braucht, zu sagen, ja, mache ich nicht. Und der Punkt ist auch, und da bin ich überzeugt, oder? Wenn du die Jünger siehst, 3 Jahre mit Jesus,
super Wachstum und dann hat Jesus gesagt, und jetzt ist der Moment, ich gehe und jetzt müsst ihr voll in Leadership reinstehen. Und das bedeutet auch, einfach dein Glaube und dein geistiges Wachstum kommt an ein Limit, wenn du nie bereit bist, Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Bin ich 100% überzeugt. Und dann wird dein Glaube eben komisch, weil sich dann immer alles noch mehr um dich selber dreht. Und wie kann ich noch mehr Gott spüren und wie kann ich noch mehr beginne das weiterzugeben, dann öffnet sich nochmal ein ganzes Feld, wie du geistig nochmal wachsen kannst. Und wenn du nur Input willst und nie etwas irgendwo weitergibst und Verantwortung übernimmst, bist du limitiert, limitierst du selber deinen Glauben. Das ist meine Meinung. So unterstreichen, ja. Also ich glaube, wenn du Leiterschaft oder eben wenn du es so verstehst, in Verantwortung übernehmen, glaube ich, ja, jede Person muss Verantwortung übernehmen, zumindest für sein eigenes Leben und für sein nächstes Umfeld. Wie du es dann gestaltest, und ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, was haben wir denn für ein Bild von Leaders. Ich glaube, Leaders sind nicht immer die laut oder irgendwie so extrovertiert sind und irgendwie auf die Bühne stehen können und da voll vorwärts gehen. Es gibt auch Leadership, das ganz irgendwie fein daherkommt und man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und du hast noch so ein bisschen angesprochen, oder muss es bewusst sein oder kann es auch einfach passieren? Und ich glaube, das merkst du im Alltag sofort, wenn du in einem Gespräch bist. Es gibt Leute, die bringen mehr Dynamik rein oder die geben irgendwie eine Stoßrichtung in einem Gespräch. Und ich glaube, ganz viel ist das gar nicht bewusst so gewählt. Aber es gibt einfach so diese, irgendjemand zieht ein bisschen voran, würde ich jetzt, das ist so meine Erfahrung. Ja. Was würde ich sagen, was qualifiziert dann Leute, um Leaders zu sein? Gibt es gewisse Dinge, die jemanden qualifizieren, ein Leader zu sein? Oder, weil, was ich jetzt höre, ist so, ja, gewisse Menschen haben das und gewisse Menschen eher weniger, aber die müssen irgendwie auch Verantwortung übernehmen. Aber was qualifiziert dann jemanden, das zum Beispiel in eine Leaderposition hineinzugehen? Vielleicht auch Schule. Ich finde das geil. Ich muss jetzt diese Bibelstelle 1. Timotheus 3 muss ich kurz lesen. Das ist schon mal, ich glaube, das ist noch cool. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Ich denke, dass dieses Bild müssen wir auch schon haben. Es ist etwas Großes, aber auch ehrenvoll. Es ist etwas Schönes, worum man sich bemüht. Das ist so diese biblische Sicht. Aber dann geht es weiter darum, kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Und da kommt so dieser Anspruch von perfekter Christsein. Ja. Und das muss man ein bisschen ja schon auflösen. Was bedeutet, oder was ist das Maß, das da gefragt wird, oder wie sieht man das drin? Und ich glaube, es braucht für die Leadership, es sagt das ein bisschen, dein Lebensfundament muss genug stabil sein, dass du auch eine Führungsrolle da hineinkommen kannst. Sonst haben wir ein Heuchlertum in der Kirche und man predigt Wasser, trinkt Wein und dann fehlt das Fundament von einer Leadership. Also das, glaube ich, ist so ein Wert der Bibel. Wie geht man denn dann damit um, wenn ich weiß, jeder sollte leiten, jeder sollte Verantwortung übernehmen? Das finde ich fast ein bisschen passender, weil das nicht so beschränkt auf, du musst jetzt halt die Leader-Position in deiner Church haben, sondern es geht um dein Umfeld. Und dieser Anspruch aber trotzdem ist, bau dir aber, um überhaupt Leader zu sein, brauchst du erst das Fundament. Das ist ja ein unfassbarer Stress, dass ich eigentlich erst das Fundament bauen muss, um dann, weil ich weiß, ich muss ja jetzt ein Leader sein, oder formulieren wir es so, Gott wünscht sich das von mir und es ist schön, ich kann was entdecken vielleicht, wo ein Geheimnis auch versteckt ist, weil bei Gott gibt es ja so Geheimnisse zu entdecken, schön, die vielleicht für uns manchmal nicht so verständlich sind. Sagen wir, Leadership ist ein Geheimnis zu entdecken. Aber das Hinstreben dahin, mit dem Stress so ein Fundament zu bauen, das ist voll der Druck. Also ging es euch auch so auf einem Weg, Leader zu werden? Oder? Also das ist der Punkt, wo ich glaube, dass viele sich denken, den Stress will ich effektiv nicht haben. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist schlimm. Und wann reicht denn das Fundament dann überhaupt, ein Leader zu sein? Ja, schlimm. Ja, und jetzt?
Ich erlebe es gar nicht als Stress. Ja. Bist auch nicht Pastorentochter. Ja, nur Tochter von Gemeindeleitern. Nein, Ah, doch, wirklich. Doch. Ich glaube, oder wenn wir jetzt wieder auf die Bibel zu sprechen kommen, Jesus, als er Petrus beruft, sagt er, liebst du mich? Er fragt ihn 3-mal und dann sagt er, und dann beide meine Schafe. Und ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann möchten wir ja sowieso ein möglichst heiliges und reines Leben führen, ein möglichst vorbildliches Leben, wie es jetzt da auch heißt. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung für Leadership. Und ich mache da schon einen Unterschied, oder da steht jetzt im 2. Timotheus, den du vorgelesen hast, da geht es, wenn ihr eine Rolle oder eine Leitungsfunktion in der Gemeinde anstrebt. Und das ist für mich, also das ist noch etwas anderes als einfach Leadership im Alltag so. Und dann mache ich einen Unterschied, ja. Okay, ich möchte mal in der Diskussion ein bisschen weiter mit was würdet ihr sagen bei Leuten, die das hören und sagen, okay, wieso brauchen wir, Leadership hat so viel Potenzial, so viele Gefahren, missbraucht zu werden. Ja. Wäre es nicht einfach besser, wenn wir keine Leadership haben, oder keine Leaders haben oder keine Autorität, die uns vorangeht, dass diese Missbrauchsgefahr nicht mehr besteht? Ich finde diesen Wunsch auch oder dieses kritische Hinterfragen von Hierarchien super wichtig. Grundsätzlich haben wir als Menschen oder als Gemeinschaft gibt es immer diese Tendenz, dass es ungesunde Hierarchien gibt. Und man muss ständig Hierarchien oder Machtgefälle auch wieder hinterfragen. Und das finde ich total und absolut berechtigt. Auch, und ich finde es noch eben auch interessant, dass überall da, wo man dann versucht, ja, nein, wir haben keine Hierarchien, dann entstehen so Gruppendynamiken, dass es dann so unterschwellig eben doch wieder Hierarchien gibt und Druck gibt und dann ist es nicht transparent und dann wird es noch schlimmer. Also ich finde, über das zu sprechen, das zu reflektieren, was ist eine gute Hierarchie und wo hat sich eine Hierarchie aufgebaut, die es nicht braucht. Und das macht Jesus selber auch. Ich finde das interessant. In Matthäus 23, da sagt er, hey, nennt euch nicht Rabbi, nennt euch nicht Lehrer, nennt euch nicht selber, ich bin ein Vater für euch, weil das gibt auch so ein Machtgefälle und das gebührt einzig und allein. Dein Lehrer schlussendlich ist immer noch Jesus selber, dein Rabbi ist immer noch Jesus selber und das finde ich super cool als Ansicht einfach oder als Werte. Grundsätzlich die Haupthierarchie, die es gibt, ist Jesus und dann wir alle. Wieso dann menschliche Hierarchie? Oder was ist dann ein Vorteil davon, dass, ja? Ich glaube, eben, so wie ich es vorher gesagt habe, bei den Gesprächen im Alltag merken wir, es gibt irgendwie eine Dynamik, das gibt es sowieso. Und ich glaube, es macht eben Sinn, das dann irgendwie transparent zu machen und auch ab einer gewissen Größe einer Organisationsstruktur braucht es einfach irgendwie eine Hierarchie oder braucht es irgendwie eine Organisation. Wir sehen das zum Beispiel bei Mose und seinem Schwiegervater Jitro. Das ist, wo steht das? Im 2. Mose 18. Dort Jitro besucht Mose und sagt so, und beobachtet ihn ein bisschen als Leiter vom Volk Israel und sagt dann, warum tust du so viel für das Volk? Die Leute standen den ganzen Tag hier, damit du ihre Streitfälle klärst. Warum musst du das alleine tun? Und dann sagt so Mose, ja, sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Und er sagt, ja, ich muss halt. Und dann gibt Jitro ihm eigentlich den Ratschlag, mach doch eine Hierarchie, setze Leute ein, die dann, also delegiere deine Aufgaben. Und ich glaube, eben ab einer gewissen Größe braucht es einfach Delegation und dadurch entsteht eine gewisse Hierarchie. Das klärt doch auch Verantwortung. Also etwas, das ich feststelle, wenn, wie ich es auch schon gesagt habe, wenn es keine Hierarchie gibt es dann irgendwann, bildet sich eine heraus, aber sie ist nicht mehr bewusst, sondern sie entwickelt sich, wie sie sich entwickelt und auch niemand ist für gewisse Dinge mehr verantwortlich. Also Verantwortungen in Gruppen sind nicht mehr geklärt. Das heißt, gewisse Dinge bleiben liegen, die eigentlich gemacht werden sollten. Gerade die schwierigen Dinge, die niemand will. Also ja,
Ich denke, das sind schon auch Gründe für eigentlich. Was würdet ihr sagen, was ist ein Vorteil einer Hierarchie in einer Gruppe? Habt ihr da noch mehr Beispiele, vielleicht aus dem eigenen Leben oder auch, was würdet ihr sagen, ist ein Vorteil einer Hierarchie? Ich würde sagen, ein Riesenvorteil ist, dass jemand für Chancengleichheit sorgt in einer Gruppe. Also ich habe gemerkt, wenn du einen Leiter hast, der alle im Blick hat, wenn er denn ein guter Leiter, also ein guter Leader ist, dann ist es wahrscheinlich so. Und wie cool ist es, wenn halt dann nicht nur die Lauten auffallen, die halt ohne jemanden, der dafür schaut, dass alle gehört werden, dass alle ihres mitbringen können, was sie einbringen wollen und ja, dass jeder gehört wird, weil das sich nicht natürlich ergibt, weil es gibt Leute, die so still sind, die immer leise sein werden, wenn es Laute gibt. Und das nicht im Negativen, einfach charakterlich. Man nimmt sich dann zurück. Und ich glaube, ein Leader, die Struktur, dass jemand gesetzt ist, der für alle gleichermaßen schaut. Ja. Ich stimme überein ein Stück weit. Dass, genau das ist. Ein Leader schafft Möglichkeit, dass alle profitieren können oder dass alle wachsen können. Ja, aber wenn wir sagen, dass alle gleichermaßen, ich glaube nicht an Equality. Ich glaube nicht an Fairness. Und das klingt so schlimm, aber als Leader geht es nicht darum, eine Struktur, oder ich leite nie so, dass immer alle gleich, weil das ist diese Introspektive, dann geht es nur noch um uns. Und das Beste ist, wenn wir uns alle gemeinsam ausrichten, wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel und es ist gesund für alle und alle können profitieren. Aber sobald wir den Maßstab haben, dass ein Leader die Verantwortung hat, dass alle gleichermaßen und sich auch miteinander vergleichen können und es geht immer noch auf, einfach, das ist die Equality-Falle, die Fairness-Falle, in die man nicht hineintappen kann. Darum, ich würde das nicht übertreiben. Ein Leader ist dafür verantwortlich, ein gesunde Atmosphäre zu schaffen, aber ich glaube das, und weil ich bin ein bisschen klar jetzt da rein, weil ich glaube, das hindert viele Leute in Leadership zu gehen, weil sie der Erwartung niemals nachkommen können, dass es dann für alle stimmt und alle finden, ich werde gleich beachtet und so. Das ist nicht so und das darf auch nicht so sein. Also ich sage, ein guter Trainer stellt nicht jeden Spieler gleich oft auf im Team. Und das ist mega krass. Und so funktioniert das Leben. Und wenn man eine Meisterschaft gewinnen muss, dann muss man als guter Leader, als Trainer, muss mit jedem Spieler sprechen. Und jedem Spieler versuchen, ihn zu fördern. Aber nicht jeder Spieler wird gleich oft aufgestellt, weil es dient dem Ziel und man ist zielorientiert. Und das ist krass und das macht etwas, ich glaube noch mit der jungen Generation noch mehr, dass nicht jeder das gleiche Potenzial hat, dass nicht jeder am gleichen Ort ist und ein guter Leader hält das aus. Aber es ist ja eine Unterscheidung zwischen ein Leader sieht zwar alle, aber er setzt sie anders ein und fördert sie teilweise anders, weil sie halt andere Eigenschaften haben wie Spieler. So, manche Spieler sind halt das ganze Spiel auf dem Platz und manche nicht, aber der Trainer muss trotzdem wissen, was der nicht draußen ist, muss er wissen, was er kann. Ich glaube, ich stimme dir nicht so richtig zu, weil am Ende reproduziert man dadurch, dass man als Leader eben dann gewinnen nur die Lauten, die extrovertiertesten oder die halt, ja, die talentiertesten. Und was ist mit dem Rest? Weil das sehe ich ja schon eher in Gruppendynamiken, die halt dann die lautesten sind auch die bei einem Leiter am meisten auffallen. Und das ist eine Verletzung, die viele ja auch von Leadership haben. Und ich frage mich halt, also es ist ein Riesenanspruch und man wird den ja nicht, es ist ja ein Ideal. Das wird man ja nicht erreichen als Leader. Und es macht doch Angst, als Leader das zu wissen. Aber ich finde den Anspruch schon eigentlich richtig, alle zu sehen und gleichermaßen zu versuchen, sie zu fördern. Alle zu sehen, ja, gleichermaßen, nein. Schon nur deswegen, weil nicht alle Leute im Team gleichermaßen sich einbringen. Du hast immer Leute, die sich mehr einbringen, mehr, ich sage auch schon nur aufopfern, engagierter sind.
Und wenn du sagst, ja, okay, du bist zwar super engagiert, du machst Überstunden, du bist da, du übernimmst die Schichten, die Arbeiten, die niemand sonst haben will. Aber weißt du, ich muss auch den, der sich als König benimmt und als Diva im Team sich benimmt, ich muss den gleichermaßen fördern. Es ist nicht so. Aber es gibt ja auch die, die nicht die Möglichkeit hätten, noch mehr zu geben. Dann ist es wie der am meisten leisten kann, gewinnt. Fair, ja. Das ist wieder was anderes, wenn Leute nicht die Möglichkeit haben und dann sie da wieder zu befähigen. Aber schon nur da, diese Person braucht wieder etwas ganz anderes. Und sobald man von dem Wort gleichermaßen ausgeht, vergleicht man schnell dann Äpfel mit Birnen. Und das ist nicht gut. Ich mache wieder die Analogie von einem Fußballteam. Einen 21-jährigen jungen Spieler muss man anders behandeln als einen 32-jährigen erfahrenen Leistungsträger, der halt aber nicht mehr so fit ist wie der Junge. Und das sind andere Stories. Und als Leader muss man einfach dieser Fairness-Anspruch, und ich glaube, das ist ein Megathema, wo ich einfach gerade die junge Generation ermutige, nochmals doch zu hinterfragen, weil wenn Fairness dein Gott ist, hast du ein Problem. Wenn Fairness weil viele Dinge sind automatisch nicht fair und nur immer Fairness direkt anzustreben, weil Gerechtigkeit kommt oftmals dadurch, dass man Werte auslebt und durch Werte geht. Und das bedeutet, Werte kann sein, ich möchte jedem Menschen gegenüber liebevoll sein, jedem Menschen gegenüber ihn sehen und versuchen zu fördern, in dem Maße, wie das geht. Verstehst du ein bisschen? Ich rolle das anders auf. Ja. Gut, wir machen da mal einen Punkt. Danke euch vielmals für eure Nuggets, für eure Einsichten und bis zum nächsten Mal.